habe am Anfang ein bisschen Ding wegen Graubünden. Ich hatte zuerst irgendwie Basel in meinem Kopf gehabt, aber ich bin so schlecht mit Dialekt, weißt du. So. Ich habe keinen Plan, wer von wo ist. So, wenn ich es jetzt nach dem Dialekt müsste ich judgen. Ja, nein, also das ist wirklich da, wir sind aus Thusis und Ems, so gerade in der Nähe von Chur, sind wir so alle ein bisschen sesshaft. Okay, verstanden. Ihr habt einen schönen YouTube-Channel im Fall für euer Level, muss ich schon sagen. Ich habe jetzt ein paar Mal danke schon für Props, merci. Da sind ihr fleissig am Bewirtschaften, habe ich so das Gefühl, wenn ich das so von außen anschaue. Ja, also wir haben jetzt auch viel haben wir dort halt in Videos geschaut und auch das probiert, um alles umzusetzen. Also, ja, also dank dem ist jetzt wirklich, es nimmt auch, der Channel selber nimmt auch recht und gut, langsam. Also es kommt immer Step by Step. Schon, gell? Aber das ist wirklich stabil, ja. Eben, ja, weil klar, eben, es ist halt alles noch im Aufbau natürlich, weißt du, aber für das ist es eigentlich schon, finde ich, also ich nehme mal an, darf ich fragen, habt ihr irgendwie YouTube-Ads oder irgend so etwas ausgegeben? Weil es sieht eigentlich alles komplett organisch aus, ohne YouTube-Ads, so, also Google AdWords. Nein, nichts haben wir gemacht, nein. Geil, also das ist wirklich alles organischer Konsum. Geil, Mann. Ja, schau, dass es so bleibt. Also wenn so ein gut gemeinter Ratschlag würdest, so, weil die YouTube-Ads, ich habe das Gefühl, Leute versuchen es sich so einfach zu machen und ballern nachher irgendwelche Google AdWords-Kampagnen rein und dann haben sie irgendwie 4.000, 5.000 Views auf einem Video, nur dass sie sich ein bisschen besser fühlen können und das lenkt aber nachher nur ab, habe ich so das Gefühl. Also so dort bei dem ja, aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, von der ganzen Sache, also das haben wir auch schon immer gesagt, ich meine, organischer Konsum wird ja eigentlich, nicht nur eigentlich, wird eigentlich am besten, das ist ja wirklich so. Voll. Wie ich habe es gesehen, also korrigiere mich, ob vorher aber schon etwas gemerkt habe, aber nach den Sam L Releases langsam gesehen ich da, haben Wieso die Views, die sind auch schon vor 7 Monaten gewesen, krass, wie die Zeit vorbeigeht. Die habe ich dort auch noch mitbekommen, die Uploads. Und nachher ist irgendwie die Sam L Uploads und nachher ab dem Rotterdam Skit hat es nachher Wieso nochmal, haben die nächsten Uploads nochmal ein bisschen mehr Views generiert, habe ich das Gefühl gehabt auf dem YouTube-Channel. Also, es ist alles stetig gewachsen irgendwie. Also. Das stimmt, ja, das ist wirklich so, voll. Also wir haben ja jetzt auch lange, zum Beispiel da Hotbox vom Sam, wo schon das ist schon der erste Upload gewesen. Und seit der ganzen Zeit ist es halt dann, ja, es ist wirklich stetig eigentlich, pro Upload ist es eigentlich immer ein bisschen mehr. Jetzt halt auch mit dem ersten Musikvideo, wo wir droppt haben, merkt man halt schon, weißt du, das hat dann auch noch recht Welle gemacht. Allgemein auf Spotify, auf allen Streaming-Plattformen und auf YouTube selber sind wir auch recht zufrieden mit dem, was bis jetzt generiert worden ist. Ja. Was hast du denn, eben, weil ich vorher auch noch, dort wo du noch nicht im Discord warst, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, nebst den Musikvideos jetzt und Audio-Uploads, logischerweise auf dem YouTube-Channel, was hast du dir mal Gedanken gemacht mit den Jungs, was man noch könnte alles so für, ich sage mal, Original YouTube-Content machen, irgendwann einmal so? Ja, also wir haben jetzt ab und zu zusammengesessen und haben, mehr so ein bisschen überlegt, was man machen könnte, aber wir sind, dann haben wir ein bisschen geredet und dann hat man es wieder ein bisschen schleifen lassen, aber es ist eigentlich noch ein guter Punkt, dass es halt auch konstant, dass man etwas halt bringt, halt neuer Content oder etwas. Du weißt jetzt zum Beispiel jetzt nur schon, wie du dir gesagt hast, mit den Uploads von der Track, das haben wir jetzt eigentlich immer, wird jetzt immer gemacht, aber sonst, nein, das haben wir jetzt momentan schon noch nicht so. Also gell, easy, ich würde auch nicht sagen, für das sind wir immer noch mega regelmäßig am Uploaden, gell? Weil ihr macht es natürlich jetzt einfach, ich glaube, deine Jungs sind halt auch sehr produktiv, irgendwie musikalisch sind sie viel am Produzieren, habe ich so das Gefühl. Und dann machst du es natürlich mit der Anzahl Uploads. Ich meine, das ist schon, wenn das könntest aufrecht behalten, weißt du, dass so jeden Monat etwas passiert, sage ich mal, hast du schon gewonnen, meiner Meinung nach. Also dann würde ich sagen, einfach so einmal im Monat sollte man mindestens einmal etwas
Neues auf YouTube droppen. Ja, ich meine, wenn es ist so, es ist halt ein bisschen tricky. Ich habe so das Gefühl, mehr also die Künstler generell, vielleicht auch mit denen, also vielleicht auch jetzt bei Klick, so habe ich das Gefühl, könnten alle sich generell mehr YouTube halt anschauen, so wie die YouTuber sich das anschauen. Und jetzt nicht gerade übertrieben, gell, dass du jeden Tag etwas musst haben, weil gewisse YouTuber sind ja dort auch mega crazy unterwegs, dass irgendwie so jeden Tag, jede Woche irgendetwas drauf ist. Aber, weißt du, was ich meine? Aber ich muss meinen, also es ist so ein bisschen eine Perspektivenfrage, weil ich kann mir schon vorstellen, ich kann schon verstehen, wenn man jetzt vielleicht würde sagen, kritisch, ja weißt, das ist doch irgendwie es ist ein bisschen langweilig, irgendwie die Studio-Sessions, die man hat, zu Film-Content zu machen oder zu Video-Content zu machen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann, aber an einem gewissen Punkt, vielleicht noch nicht gerade jetzt, weil er jetzt halt auch genug Song-Releases haben, weißt du, auf dem YouTube-Channel kommt. Aber irgendwann wäre es vielleicht schon lohnenswert zu sagen, okay, vielleicht haben wir irgendeinen Kollegen dort um euch herum, irgendjemand, wo könntest du angehen, um zu sagen, hey, weißt du, irgendjemand, der einfach den Filmer spielt, der einfach alles aufnimmt, oder? Ja, also das ist eigentlich ein sehr guter Input, vor allem mit den zwei Herren, mit Leonie und mit Sam, das könnte schon geiler Stuff werden, wo dann halt auch, ja, wie du sagst, wo man so als neuer Content bringen könnte. Weil was es dann auch immer ist, das findet man dann ja raus. Man weiß es ja noch nicht, wenn man irgendwie die Kamera noch nicht drauf hat. Ich meine, das könnte jetzt halt alles sein, von Studio-Sessions bis hin zu, eben jetzt beim Musikvideo. Man denkt halt, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man teilweise nicht so dran denkt, aber in einem grösseren Setup irgendwann einmal könntest du natürlich auch sagen, dass halt wie so, keine Ahnung, eben, halt irgendein Freund, den sie haben, der vielleicht sowieso dabei wäre, teilweise, was haltet euch davon ab, zu sagen, ey, da nimm eine Kamera und film einfach drauf los, egal was passiert. So. Also jetzt, was sowieso halt wird passieren. Und dann hat man das wie so ein bisschen als Futter, sage ich jetzt mal, für den YouTube-Channel teilweise. So ja, so. Das ist ein guter Punkt, das schaue ich gerade mal mit den anderen zwei, gerade mal mit ihnen an. Ich meine, an sich, dass so etwas kannst du auch gleich noch unterhaltsam und so halt so gestaltet und es ist alles halt so spontan und also da kommen halt schon viel gut an, weißt du, weil das ist ja nicht alles nach einem Drehbuch. Ja, nein, nicht, nein. Und ich glaube auch nicht, also die Leute, glaube stellen sich das so ein bisschen Hollywood-mäßiger vor, als es tatsächlich müsste sein. Weil du musst das nicht faken, spielen. Ich meine, es wäre jetzt etwas anderes, wenn deine Jungs dir würden sagen, hey, ich habe keinen Bock, nebst den Musikvideos noch zusätzlich vor der Kamera zu stehen. Ich habe einfach keinen Bock auf das. So, dann das würde ich verstehen, das wäre dann auch noch etwas anderes oder so. Aber wenn sie Bock haben, so ein bisschen Videocontent Zeug aufzunehmen oder sich filmen zu lassen, jetzt mal, dann wäre das natürlich schon spannend. Aber eben, gell, das kommt jetzt aus einer Perspektive, ihr macht schon viel. Ich meine, wenn ich da gesehen habe, vor 4 Wochen, vor 2 Wochen, vor 3 Tagen etwas aufgeladen. Ich glaube, ihr habt eher das Problem, also nicht das Problem, aber die Herausforderung, jetzt herauszufinden, okay, welche von diesen Tracks pushen ihr halt, oder? Darum habe ich vorher gefragt, sind ihr jetzt wahrscheinlich eher aus dem Weg noch ein bisschen, oder welche ihr jetzt, weil deine Jungs sind wahrscheinlich ein bisschen schneller als, also ich kann mir vorstellen, korrigiere mich, aber deine Jungs sind wahrscheinlich ein bisschen schneller als du vielleicht jetzt ein bisschen nachkommen würdest, mit welchen Song du jetzt würdest positionieren, oder? So. Ja, das ist so, ja. Das ist wirklich so. Voll. Okay. Also ich habe jetzt einmal in der letzten Zeit den YouTube-Channel, der hat jetzt hier mal alles so ein bisschen auf Vordermann gebracht. Also gerade, wenn ich letzte Woche und so, habe ich mal eben zum Beispiel da aus dem Weg habe jetzt, dass der so der Haupttrack ist, wenn du auf das Profil kommst, habe ich mal so platziert. Genau, als Highlight. Aber ich habe jetzt auch noch das Zeugs, genau, aber jetzt auch das mit den Playlists, haben wir gerade vorher mal noch aufgeschrieben, das schaue ich dann auch mal noch an. Ja, teste mal, dass die einzeln rein tun könntest, so. Weil du hast ja schon daran gedacht, mit den mehreren Playlists, aber die könntest genauso gut einfach einzeln rein tun. Es sei denn, es ist bewusst, dass du gesagt hast, du willst den Upload zuoberst oben haben, weißt? Und normalerweise wirst du dann merken, wird die Uploads-Reihe wird immer
sinnloser, wenn du die anderen so ein bisschen besser willst darstellen, die anderen Playlists, sage ich jetzt so. Das stimmt, ja, das stimmt. Nein, das muss ich mal, schaue ich gerade mal die Woche mal noch rein und kann das auch gerade mal mit den Jungs mal noch zusammen anschauen. Bist du, Input, ja. Bist du dann schon länger mit ihnen oder schon von Anfang an? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dort ein bisschen Background sagen? Also das ist so gegangen. Also ich habe da mit dem Samuel, bin eigentlich so, hat das alles so ein bisschen angefangen und früher sind wir eigentlich noch ein Klick von etwa 6, 7 Leuten gewesen und dann haben wir dann mal alles ein bisschen ausgemischt und dann der Joni ist dann neu da dazu gekommen, weil er ist bei mir in die Schule gegangen und dann hat sich das dann so, das Trio hat sich dann so dann gegeben, ja. Dann bin ich mal mit dem Sam zum Joni gegangen und dann hat man sich gerade auf dahin verstanden und alle so genau der gleiche Vibe gehabt und ja, und so ist das so ein bisschen Geburtsstunde von der jetzigen Klick 713, voll. Nice. Ihr sind auch die, ihr gehört eher zu der Minderheit von den Künstlerbeispielen, die es auch verstanden haben, dass ihr den Klick 713 metadatenmässig könntet in Release tun, plus aber noch den Sam L und den Joni einzeln als Interpret. So. Eigentlich ist das logisch. Also nicht, ja, es ist relativ logisch, aber mega wenig machen das im Fall so. Dass er, jetzt allgemein auf der Streaming-Plattform. Ja, genau. Ja, weil das haben eben der Sam und der Jon das eben unbedingt wählen, dass der Track nicht nur auf einem Kanal angezeigt wird, sondern halt auch, wenn du mal gewusst hast, also jetzt die Leute, die Konsumenten jetzt auf den Channels dann rumlungern, dass man dann sieht, dass das halt die Tracks gleich auf allen 3 Channels hinterlegt ist und das ist, haben wir gesagt, das ist das Beste, was wir können machen, ja. Voll. Weil so hat dann auch der Click 713, das Artist-Profil, hat dann auch irgendwann ein völlig eigenständiges Leben und das ML und der Joni-Channel ja auch, so, wenn er das würde splitten, so sage ich jetzt noch. Genau, ja, und das haben wir jetzt auch so, also wir sind jetzt wirklich, also mit allen 3 Spotify-Channels sind wir jetzt praktisch immer konstant bei denen also 500 Listeners pro Monat. Also von dem her ist das jetzt eigentlich, alle 3 Channels haben sich bis jetzt recht gut etabliert seit der letzten Zeit. Ja, das ist nice. Schaust du, hast du irgendeinen Zuwachs gemerkt bei den Spotify-Follower? Weißt du, wenn du Follow dort kannst klicken bei Spotify, die Zahl kannst du dir vielleicht auch mal jetzt anschauen in Zukunft mit den nächsten Releases, wenn du das noch nicht gemacht hast, so habe ich das Gefühl. Ja, also wir sind jetzt kurz vor dem Tape, habe ich es einmal angeschaut, also bevor Tod Mörd gekommen ist und dann durch das Tape selber sind schon etwa 20 bis 30 neue Followers sind dann schon dazu gekommen. Und jetzt ist dann einfach, das wächst dynamisch jetzt so, ja, also kommen dann wieder mal ein paar dazu etc. Und dann sind wir halt auch auf Instagram, ist das der Joni sind auch recht dort ein bisschen Promo machen, eben so, dass es halt dem Künstlerprofil folgt, das halt zum nichts verpassen, weißt du, so, zum dort halt auch wirklich, dass die Leute auch aktiv dann dabei sind. Voll. Und wie machst du das jetzt? Wie entscheidest du jetzt von deiner Perspektive, welchen Track würdest du am liebsten, also welchen würdest du jetzt aktuell pushen, wenn du das jetzt aus deiner Perspektive jetzt anschaust? Vielleicht haben die Jungs ja irgendeine andere Meinung dazu, oder? Aber welchen haltest du für am wichtigsten, um jetzt zu pushen von diesen Songs langfristig? Ja, also langfristig gebunden, also aus dem Weg, der hat jetzt, ist ja noch frisch eigentlich in der Promophase, also dort sind wir auch, und wach sind wir eigentlich, alle die 2 Tracks sind wir eigentlich immer noch am Pushen, aber ich würde jetzt auch mal noch das Auge auf zum Beispiel auf Gift geben, weil der hat schon auch recht Potenzial und der ist dann halt wann ist der rausgekommen? Der ist im Dezember oder November, habe ich gemeint. Und ich meine, da kann man die Tracks, ich meine, die sind schon released, aber man kann ja der Nachpromo ist ja immer noch genauso wichtig wie Promo, bevor das Zeug rauskommt. Voll. Dass die Tracks nicht quasi verloren gehen. Ich meine, weil Potenzial haben praktisch alle.
ist dann Gift in den Daily Streams höher momentan, also gesamthaft, als aus dem Weg? Oder ist aus dem Weg, wegen der Aktualität, ist der am höchsten in den täglichen Streams am Streamen von allen Tracks? Wüsstest du das gerade? Oder das wäre auch noch... Gift ist vielleicht Nummer 2, könnte ich mir vorstellen, oder? Oder Wach, also aus dem Weg Wach und nachher Gift. Das würde mich jetzt noch wundern. Also sagen wir jetzt die letzte, begrenzen wir das einmal auf die letzte Woche. Ja, auf die letzte Woche her ist aus dem Weg mehr Streams gemacht als Gift, aber Gift ist eigentlich jetzt in den letzten 7 Tagen ist der auch noch immer recht stabil unterwegs gewesen. Der hat jetzt nur 100 Streams weniger als aus dem Weg gehabt. Wo bist du jetzt, auf YouTube oder Spotify am schauen? Auf Spotify? Ich bin jetzt auf Spotify, ja. Okay, mach mal 30 Tage, oder was zeigt es dir bei 30 Tagen an? Weil aus dem Weg ist ja aktuell so, dass der diese Woche mehr Streams hat. Macht schon Sinn, wenn du das so sagst. Also aus dem Weg hat jetzt der letzte Monat hat jetzt 4,6 Mil gehabt und Gift 758. Okay, ja, macht Sinn. Aus dem Weg also Gift. Gift ist so also auf dem Weg, Wach und dann ist Gift. Geil, so geil. Die Tracks, die momentan also die anderen sind auch noch tiptop eigentlich jetzt so verhältnismäßig noch gut am Start. Also ein Wach hat jetzt auch seit dem Freitag schon etwa 1,1 Streams auf Spotify. Nice. Ja, und jetzt, aber jetzt wir haben halt, was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir jetzt bist du abgehackt. Auf Apple Music sorry. Sag nochmal schon. Eine Playlist rein auf Apple Music haben wir halt schon gesehen, dort, weil uns Jonas in seine Playlist rein hat, ist aus dem Weg in unserem Verhältnis auf Apple Music ist der komplett durch die Decke gegangen. Weil er natürlich noch nicht vorher dort Streams kann, also so euer Grundrauschen ist wahrscheinlich jetzt beträchtlich aufgegangen auf Apple Music wegen dem oder so. Würde ich meinen. Ja, also ist schon so, ja. Also man hat jetzt schon gemerkt, also halt die ganze, auf Apple Music ist halt so, der Markt ist halt kleiner als Spotify, das sehen wir auch anhand von den Streams, die ich amigs schauen gehe. Aber jetzt aus dem Weg ist anhand von dieser Playlist ist der für unser Empfinden und für unsere Größe recht durch die Decke gegangen. Ja, natürlich. Ist so. Ist wie so der erste Song, der bis jetzt mal gefeatured worden ist auf Apple Music, oder? Wahrscheinlich. Die vorherigen Songs sind ja noch nicht gefeatured gewesen. Okay. Ja, das ist natürlich cool. So kommen da komplett neue Hörer und Hörerinnen dazu, gell? Wo im Apple Music Kosmos, sage ich jetzt einmal so. Hörst du mich noch? Ja, voll. Sorry. Jetzt, okay. Alles gut. Aber ja, Gift kann man natürlich dann später auch noch etwas damit machen, hast schon recht, klar. Ja, eben, weißt du, man könnte auch sagen, das Musikvideo muss ja nicht immer bei Release rauskommen. Wir sind jetzt zum Beispiel auch jetzt zum Track Wach, haben wir jetzt auch, sind wir jetzt am Aufnehmen für ein geiles Musikvideo und sobald das dann mal geschnitten ist und ready ist, dann droppen wir dann auch für den Track dann noch ein Musikvideo. Ich meine, so kann man ja dann in der Zukunft, wird dann der Track dann auch wieder halt auch noch pusht. Ich meine, der ist ja nicht, was heisst so nicht, der ist draussen und jetzt lassen wir den und der, wo Glück haben, können hören. Sondern es ist halt das Ziel, dass das ganze Produktportfolio einfach wieder mit der Zeit einfach ein bisschen generiert wird und halt auch immer weiter gezeigt wird, was überhaupt noch alles an Sachen rumliegt oder besser gesagt, was also die Leute konsumieren können vom ganzen Zeugs, weil ich sage auch, nur weil einer Gift gehört hat, hat er gleich noch 10 andere Tracks zum Hören vom Sam und vom Joni und allgemein von ihnen beiden. Also das ist eigentlich schon gut. Voll. Weil alle neuen Leute, die jetzt dazukommen, alle neuen Konsumenten, die werden sich
die kommen vielleicht über einen Song, stoßen die auf den ganzen Katalog vielleicht potenziell, oder, wo du ihnen noch zeigen kannst, sozusagen. Das ist schon so. Genau, das ist Neue wirklich Sachen. so, ja. Okay. Spannend. Warte, du bist schon, okay, ihr seid natürlich zu früh dort als Dreier gespannt, ist schon dort, warte, wie fragen, wie alt denn du bist im Verhältnis zu ihnen? Also wir sind alles 98er. Ah, was? Wirklich? Ja. Wow. Ich Ja, habe gemeint, du voll. bist älter vielleicht als sie zwei, weißt du? Nein, wir sind, ich bin auch mit dem Samuel, den kenne ich schon seit klein auf, und der Joni auch schon länger, und dann mit dem Joni bin ich dann noch in die Schule gegangen, Berufsmatura, und dann hat sich das alles so ein bisschen ergeben, ja, so zusammengesessen und ein bisschen Dreams verfolgt, weißt du, so als Klick zusammen, weil, ja, das Potenzial haben die beiden, und das ist, ich bin jetzt mehr so ein bisschen für das Organisatorische zuständig, weißt du, ein bisschen das Management. Ja. Ja, und das ist cool. Also ist richtig mit Leidenschaft und Freude ist man da dran. Weil ich sage dir ganz ehrlich, ich habe eben amix, ich habe natürlich schon amix die Hoffnung noch gehabt, aber ich habe mich immer gefragt, weißt, ich habe natürlich eher Künstler und Künstlerinnen, direkt Leute, die mir sagen, das ist cooler Content, ich konsumiere das, weißt, aber ich sehe selten, dass auch das Management, jetzt in deinem Fall, oder, ein jüngeres Management auch, weil du bist halt eben in der gleichen Generation wie sie beide, dass du dich wie so auch verbessern willst, zusammen mit ihnen, weißt, in deinem Gebiet, in dem, was du mitbringen kannst. Das ist mega wertvoll. Das wird euch noch viel können machen, weil es offensichtlich kann ja der Joni und der Samuel könnte nicht businessmäßig halt alles übernehmen oder alles checken, und dann ist es natürlich schon gut, dass sie jemanden haben wie dich dort. So. Das ist super. Ja, und vor allem, es ist am Ende auch so eingehend, sie sollen bei der Musik bleiben. Ich meine, das ist ihres Fachgebiet, und dann habe ich gesagt, ich übernehme gerne den Rest, wo es auch noch braucht, um dementsprechend auch machen, weil dann können sie sich auf die Musik konzentrieren und der Rest liegt dann auf meinem Tisch. Und ich meine, wie du sagst, wir sind alle jung, und ich meine, das bringt mir auch persönlich, weiter, weißt du, also, es ist eine coole Herausforderung, wo man da starten kann. Das ist wirklich so. Ja, das glaube ich. Nein, ich finde das im Fall sogar mega vorbildlich. Ja, die Herzlin-Chat von Jonas auf den Klick noch für den angehenden Chefmanager Marc da natürlich so. Aber ist cool, dass er das zu dritte machen kann. Weil ich sag ganz ehrlich, also ich frage auch, weißt, für die im Stream das interessiert, ich frage auch, weil teilweise scheitert es auch, weil die Künstler vielleicht da wären, die wären am Start, oder? Aber sie haben kein Management oder haben keine Leute um sich herum, die das auch, weißt, mit einem professionellen Anspruch würden irgendwann machen, weißt, die Business-Seite dahinter, oder? So. Das ist so, ja, das ist wirklich so. Darum ist schon wichtig, dass du dort auch wie so, klar, du tust sowieso deinen Teil schon leisten, wie du das gesagt hast, aber dass du wie so mit ihnen mitwachsen kannst und sie machen das Musikalische und du nachher auf der Business-Ebene, finde ich stark. Ich habe zuerst jetzt gemeint, du bist älter als ich. Krass. Das ist geil. Geile Story, überhand, Mann. Danke. Ja, und jetzt eben auch so, jetzt zum Beispiel da auf MX3 sind wir angemeldet, haben dort Tracks aufgeladen, dann dort dann Profil erstellt. Dann bei der Suisse sind wir jetzt auch noch dran, haben jetzt uns auch da angemeldet. Also ja, weißt du, so sind halt so Punkte. Ich muss ja sagen, von dem Zeugs vorhin nie etwas gehört, und das ist alles, ja, man lernt alles mit der Zeit ein bisschen dazu, wo man sich ja halt kann noch auf so Plattformen anmelden, zum Beispiel beim Band XO stehen ja auch das Bandlager heisst es, glaube ich. Und dort sind wir auch vertreten, beim GKB, da Graubündner Kantonalbank hat auch so ein Musikportal für Künstler erstellt, und dann haben wir uns sind wir dort auch überall angemeldet. Also die Base ist jetzt einmal vorhanden, ja, also man gibt das Beste. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, weil ihr da drinnen seid, aber lass mir sagen, ich persönlich habe das Gefühl, ihr seid gesnobbt worden beim Band X OST-Ding. Ihr hättet rein vom Engagement, was
die Fans euch an Liebe gebracht haben, hättet ihr eigentlich müssen gewinnen, habe ich das Gefühl so. Aber, Ja, also dort haben wir schon auch, also nur, man hat schon nur gemerkt, wo, ja, halt, ich habe halt auch den ganzen Stream von daheim aus verfolgt, weil man halt Corona-bedingt habe ich nicht hingehen. Ja, und dann ist es halt schon, ist noch eindrücklich gewesen, zum sehen, also auch jetzt da das Wort Props an alle, die dort im Finale sind. Es ist ein geiler Abend, es war ein geiler Livestream gewesen, um das zu anschauen. Und ja, aber man hat schon gesehen, irgendwie, wo wir dann gekommen sind, sind fast 200 Leute zum Anschauen gewesen, und sonst den ganzen Livestream sind es vielleicht so bei, ja, 90 bis 110. Also man hat dann schon gemerkt, wo wir gekommen sind, hat es halt die Leute interessiert, was an dem Contest dann halt auch noch gelaufen ist, ja. Und im Endeffekt muss man auch sagen, wir sind praktisch wenn nicht sogar die einzige Gruppe gewesen, die das auf Mundart gemacht hat. Aber ich weiss. Das ist halt so gemein. Das ist mega gemein. Ich weiss nicht, ich sage dir ehrlich, weil eben Full Disclosure, liebe Leute, ich bin ja auch dort mal Jurymitglied für ein Jahr. Es hat auch Spass gemacht, diesen Leuten dort etwas mitzugeben. Also nicht Jurymitglied, ich bin dort so als Expertenrolle dabei gewesen, in dem Workshop, genau, sorry. Nicht, dass ich das falsch sage. Es hat auch Spass gemacht, aber ich merke, vielleicht haben gewisse von diesen Contests noch so einen leichten Bias, weißt du, Subjektivität gegenüber englisch sprechenden Sachen. Ich glaube, viele von denen sind halt noch so auf dem Englischfilm, so. Also auch viele von dort in der Jury mitmachen. Und ich habe das Gefühl, ja, rein vom Konsum, also der Konsum, es hat wie so ein bisschen gewirkt, dass sie den Konsum gar nicht mit berücksichtigt haben. Also ich meine jetzt den Konsum, den ihr mitgebracht habt, eben mit der Anzahl Leute, die mitgeschaut haben im Stream und so. Und ich finde, das sollte man schon auch einkalkulieren in Ding. Aber ich meine, es ist auch schön, würde ich sagen, dass in den Comments ja nachher vorkommen ist, ihr seid wie so die Gewinner von der Herzen, oder wie sagen wir, die Sieger von der Herzen gewesen, so. Wie sagen wir das? Genau. Weißt du, so weit, so. Ist auch schön, so etwas. Ja, aber es ist auch noch schön, weil man ist auch noch schön zu sehen, auch das Video jetzt vom Auftritt selber, wo von Bendig Soest, wo sie aufgeladen haben. Also es ist auch der Tatsache streamsmäßig haben wir auch, also auch den Auftritt schauen noch recht viele Leute, die uns schon immer verfolgen. Und wir hören jetzt immer noch viel, dass die Leute sagen, hey, der eine Track dort oder der Track, dann kommt der raus, weil es heutzutage einfach noch den Auftritt einfach geil gefunden haben und immer noch schauen, auch wenn es jetzt nur 10, 15 Minuten sind. Ja. Nice. Ja, wenn das überhaupt etwas zeigt, ist jetzt in dieser Zeit, wo ihr nicht live draussen spielen könnt, könnt ihr natürlich auch so Live-Versionen oder auf YouTube und so, könnt ihr das Sinn machen auf eurem YouTube-Channel irgendwann noch, also, wenn ihr das anbringt. Ja, stimmt. Ist natürlich auch etwas. Aber ja, ich habe das so ein bisschen aus der Distanz mitverfolgt. Aber auch noch spannend gefunden, so was dort eben am Ende des Tages, man kann es ja auch nicht allen recht machen, aber ich habe es eigentlich cool gefunden, dass er dort noch alle eure Leute mobilisiert haben, weil das kommt auch relativ selten vor bei so einem zum Fernsehen auch, könnte man sagen, es hat auch viele Leute dort gegeben, die eine kleinere Fanbase sogar hatten als ihr oder so, und ihr seid ja auch noch am Anfang sozusagen. Genau, das ist so, ja. Oder? Aber ja, spannend, okay, easy. Aber mega, cooles Ding. Also, dass ihr das Trio sind im Fall, behaltet euch das unbedingt bei, dass du dort auch noch voll... Nein, ich sage dir im Fall ehrlich, weil ich immer das Gefühl habe, weißt du, ich habe die Diskussionen mit anderen Kollegen oder Leuten, die auch wissen, dass ich da den Podcast mache, und denke immer so, es bräuchte eben auch, weißt, jüngere Generation, also junge Leute, die businessorientiert sind an der Seite von diesen Künstler und Künstlerinnen, weil offensichtlich können sich ja nicht, die jungen Leute können sich dann nicht einfach immer ältere Managements schnappen, weil wieso, also teilweise könnte es Sinn machen, aber teilweise macht es auch Sinn, dass sie eben so jemanden haben wie du, wo jetzt in das Ganze reinwachsen kann, oder so. Genau, genau. Und dementsprechend ist es natürlich cool, dass du wie so den ganzen Werdegang natürlich jetzt mitbekommst mit ihnen zusammen. So. Ja, also ich weiss noch, wo das früher noch angefangen hat. Weißt du, das ist auch, sind mal dort, und es sind noch die Leute sind daheim im Aufnehmen gewesen, im Schrank, weißt du so, und dann hat man so den ganzen Werdegang
hat man so können verfolgen. Und das ist halt schon, ich denke jetzt meistens daran, jetzt an den Punkt, wo wir jetzt schon stehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Macht einfach Freude und es ist ja wirklich etwas Cooles, was man nebenbei machen kann. Weißt, das ist halt auch der ganze Vibe, der ist einfach komplett da, komplett man versteht sich super. Und ja, es ist wirklich ein geiles Hobby. Das ist wirklich so. Habt ihr dann im Graubünden, sagen wir mal, wie so Blaupausen von Leuten, die es vor euch schon gemacht haben, die ihr anschaut und sagt, okay, easy, so eine Musikkarriere würden wir auch anbringen, weil ich weiss jetzt gerade nicht, welche Künstlerhistorie aus dem Graubünden irgendwie stammen, so generell. Aber weißt, haben ihr dort Vorbilder, so ein bisschen Schweizer Vorbilder, oder sind ihr komplett auf einem neuen Vibe, habt ihr das Gefühl so? Ja, also ich habe mehr das Gefühl, wir sind da eigentlich komplett auf einem neuen Vibe. Also es ist schon, also man kennt halt immer dazu die Namen wie Breitbild oder Jimma, das sagt jedem etwas, weißt du, so, aber ich muss sagen, so das ist einfach, wir haben jetzt einfach so ein bisschen da die neue Generation, also auch von Bündner Rap, weißt du, so, halt man merkt da jetzt zum Beispiel halt ja die Vielfältigkeit vom Joni und vom Sam und auch von den Klicks selber, so den Tracks aus dem Weg, ballert, aggressiv, oder zum Beispiel der Track Hoffnung vom Sam, das ist dann wieder etwas ganz anderes und ich sage, das macht eben auch einen Künstler aus, indem er halt viele verschiedene Sachen droppt und halt nicht immer nur das Gleiche oder wie zum Beispiel immer nur Streets, sondern halt auch einmal ein bisschen halt etwas von ballert, dann etwas anderes und das finde ich auch, das macht auch einen Künstler aus, weißt du, also das ist so ein bisschen Vielfältigkeit, wo heutzutage natürlich auch wichtig ist, um halt auch verschiedene Anspruchsgruppen können zu erreichen. Das ist halt schon halt das, was jetzt in meinen Augen als ein Künstler halt wirklich ausmacht. Wie bringst du es, wie stellst du es jetzt an, dass sie nicht, weißt du, weil so Instagram, sage ich jetzt einmal, oder Social Media und gewisse Sachen können ja auch ein bisschen den Schein trügen, dass man das Gefühl hat, okay, man ist jetzt, weißt du, jetzt das neue Musikvideo, wie du ja auch schon selber festgestellt hast, hat schon ein bisschen mehr Views in kürzerer Zeit erreicht als die vorherigen Uploads. Wie bringst du es jetzt an, dass deine Jungs noch so ein bisschen auf dem Boden bleiben und weiter grinden? Weißt du, was ich meine? Dass jetzt nicht, klar, das ist alles noch auf kleinem Niveau, aber ich habe schon gesehen, dass man sich auch zu fest freuen kann, weißt, zu früh und nachher vielleicht bequem werden könnte, weißt, so wie bringst du es an, dass sie jetzt irgendwie den Kopf unten behalten und einfach weitermachen? Was hast du das Gefühl so? Was gibt es jetzt so für Rezepte, sage ich jetzt mal? Ja, also ich kann jetzt da schon gut mit Gott und gewisser sagen, also die Jungs, die sind immer fleissig da, also die sind, der Joni ist jetzt an seiner EP dran und auch der Sam ist Track zum Schreiben, also das ist wirklich so, bei uns ist das nicht so, wow cool, wir haben jetzt etwas erreicht, wir chillen jetzt wieder ein bisschen, sondern ja, die zwei, die sind angefressen, die leben das und ja, die nice. Auch so, ja, das ist wirklich so, die leben das, was sie jetzt da machen und ja, es wird jetzt nicht umgechillt, sondern es geht immer weiter. Also das ist so ein bisschen das Motto, das wir haben. Nice, sehr nice. Ja gut, eben, ja, ich habe es schon gesehen, dass ihr halt Hunger habt, ihr seid halt alle noch sehr jung und wollen natürlich vieles machen, so. Das sehe ich schon, das macht natürlich Sinn. Und so sage ich dann halt, du nicht mit chillen, jetzt müssen wir halt wieder mal weiter etwas machen oder halt, wenn es dann halt keine Musik ist, kann man ja gleich noch irgendwie halt nebenbei noch ein Projekt starten oder sonst etwas machen, einfach nicht, ja, also nicht auf der vollen Haut rumchillen. Das ist schon das Ziel von der Sache, dass man dort einfach immer weitermacht. Und so bleibt man auch ja, das ist auch lässig für die Fans, für die Base, die wir uns aufgebaut haben. Da jetzt noch in Graubünden können wir sagen, ja, mit einer kleinen Base haben wir erreicht, so Leute, die konstant das Zeug verfolgen und mit uns den Weg laufen. Und ja, dann kann man da das Beste daraus machen und einfach immer Step by Step weitergehen. Voll. Schön, wirklich, wirklich krass. Also ist gut, es ist ich finde es ein spannender Case, was ihr dort habt. Vor allem, weil sie halt als Duo
sie können halt wie so als Duo ein Interpret sein, aber auch alleine. Irgendwann einmal kann halt vielleicht der Joni völlig in eine andere Richtung gehen als der Sam L jetzt, weißt du, als Interpret. Und vielleicht kann man sich dann wieder zusammenfinden irgendwann. Das ist schon sehr spannend. So. Und, ja, es ist ja wirklich spannend, wie so damals so halt, ja, wie zum Teil die Einzel-Solo-Tracks von ihnen aussehen, wenn sie zusammen unterwegs sind. Und das ist, ja, es ist einfach auch alles cool, um so als außenstehende Person mal alles so mitverfolgen, was die zwei da alles darstellen. So mal Props an Sam und an Dioni. Ja, nein, das ist natürlich, gibt sicher auch ein paar, wenn sie dann irgendwann den Stream sehen oder wenn ich das in ein Video verpacke, so, die interessiert das natürlich sicher auch, weil da auf dem Kolo-Podcast finden sich ja nachher viele Leute zusammen, viele verschiedene Leute, Musikschaffende, würde ich sagen, und ich habe am Anfang einfach nicht so recht gewusst, eben, ob du, ich habe zuerst halt wirklich vermutet, du bhabe älter, aber das macht es irgendwie noch sympathischer, finde ich, dass du in ihrem Alter bist. Aber es ist natürlich auch eine grosse Verantwortung, gell? Weil eben so, ich habe auch so Stories gesehen, dass nachher die Freunde, die vielleicht etwas mitmachen am Business, sage ich jetzt mal, oder im Artist-Team sind, dass es halt es sollte halt auch eine konstante Weiterentwicklung sein, weil wenn man nachher als stehen bleibt und die Künstler gehen weiter, dann, aber ich bin mir sicher, du scheinst natürlich auch so, dass du den Anspruch hast, dass du dich natürlich auch weiterentwickeln willst oder mehr dazulernen willst, sage ich jetzt mal. Das ist cool. Genau, das ist auch so mein persönliches Ziel, sondern dass einfach auch immer mehr auch so über so gewisse Contests oder so halt viel im Internet, halt, das ist ja alles für mich, das ist alles selber ein bisschen erforschen und erkundigen und ich muss sagen, es kommt immer mehr so ein bisschen, halt wie so, wie man weiß, wie das ganze Zeug funktioniert. Am Anfang sind wir alle ins kalte Wasser geschmissen worden und jetzt mit der Zeit, ja, es ist alles, ja, man muss es einfach mal ein bisschen gut gemacht haben und kommt es auch mit der Zeit. Und es ist auch eben das persönliche Interesse, um da weiterzukommen. Das ist so mein Ziel, das ich mir da gesetzt habe. Cool, sehr nice. Okay. Ja, nein, ich habe mich mehr gewundert, eben wegen der, zusätzlich halt wegen den Songs, weil da jetzt viele Songs haben, oder? Aber dass du das schon selber erkannt hast, oder ihr natürlich erkannt habt, dass er dann könnte auch so etwas, man sieht es da im Stream noch, dass man so etwas wie Gift auch noch später könnte auch noch holen mit einem Musikvideo oder so, ist natürlich cool, dass er so ein Experiment macht, sage ich jetzt einmal so. Weil genau, das ist so. Ihr habt natürlich jetzt schon eine kleine Basis an einem Katalog, sind ihr halt jetzt schon am Aufbauen, so. Aber ich bin mir sicher, da kommen so produktiv wie die zwei sind, kommen da noch viel mehr Tracks auch noch, auf die Leute zu, so, denke ich jetzt mal. Ja, ich sage, das sind gespannt, das können da coole Sachen, ja, das ist wirklich so. Okay, das kann man sagen, dass da noch in der Zukunft noch einiges kommen wird. Hast du das Gefühl, sag mal, weil das ist jetzt die einzigartige Perspektive, die ich dich gerade im Discord habe, für so dich aus der Management-Perspektive, also als junger Manager, Koordinator, weißt du, jemand, der halt mitkoordiniert beim Artist-Team, hast du das Gefühl, du wirst gut abgeholt mit dem Collab-Content? Also hat es genug Content für dich, hast du das Gefühl auch so? Also kannst du mit dem Zeug etwas anfangen, so von Management-Perspektive? Also der Content, den du hast, da mit deinen Videos, die du damals voll auf dem YouTube-Channel. Sehr, sehr sogar. Also wirklich, es ist ja, das ist alles, ich finde, das sind super Informationen und anhand einmal, wenn man mal etwas verpasst, dann kommt der Sam und der Joni und sagen, hey, das und das hat der Collab gesagt, das können wir so und so verbessern, probieren wir das einmal. Ja, also weißt du, es ist wirklich so, also wir verfolgen das, also wir verfolgen, vor allem das Sam verfolgen ist schon sehr lang und jetzt eigentlich auch immer anhand von deinen Videos, die du droppst, ist es eigentlich sehr bereichernd für uns, indem wir uns in gewissen Punkten auch auf das könnten wir nächstes Mal schauen, auch das haben wir jetzt so gemacht, das ist jetzt chillig, aber halt auch immer halt das Wissen erweitern und vor allem jetzt auf YouTube, das ist etwas Spezielles und da können wir einfach nur komplett profitieren dank deinen Videos, ja.
Also weißt, ich habe nicht gefragt wegen Eigenlob, mehr so, falls der etwas noch... Weil ich verstehe ja schon, dass ich vielmal halt Künstler direkt anspreche, weißt, aber in Wirklichkeit will ich natürlich auch so Leute ansprechen wie dich, die halt auch Teil vom Artist-Team sind, weißt, und jetzt eher zum Beispiel in so einer Managementrolle, weil ich halt merke, es reicht halt nicht nur, wenn der Musikschaffende selber das checkt, sondern auch die Leute um sie herum sollten das auch verstehen, weißt, und können anwenden sozusagen. Darum frage ich mich so, Amix. Ja, nein, also ich kann das sagen, das ist super. Ich denke, ich kann in jedem, im Namen von jedem Künstler und auch aber für euch organisatorisch gemacht, kann da dank deinen Videos, weißt du, sieht man auch ein bisschen mal die Hintergründe hinter dem ganzen Zeug, so was man achten muss. Und ja, eben, das ist so alles, das wir müssen so jetzt, ich habe es nie so auf YouTube gefunden oder halt, ist halt alles, das hat man alles selber müssen suchen, nachforschen und so. Und jetzt dank deinen Videos geht auch viel darauf, anhand von was man überhaupt Konsum kann generieren etc. Und das finde ich wichtig und das ist super. Also ja, das Dank an dich. Nein, ich denke auch, dass er da bitte, also ich finde es nice, dass er das auch in der Gruppe, weißt, so ein bisschen besprechen, was dort ich weiss, es ist halt schwierig auch für mich, ich weiss schon ungefähr, was ihr jetzt in euren Generationen, was euch für Themen könnten interessieren. Aber es ist natürlich teilweise, ich werde selber auch überrascht ab und zu, weil ich halt merke, okay, easy, das Thema spezifisch, hat halt irgendwie jetzt ein bisschen mehr Zuschauer gewonnen und dann versuche ich dann irgendwie gewissen Themen nachzugehen und zu gewissen Sachen komme ich ja gar noch nicht, rein zeitlich. Ich meine, alles, was zum Beispiel so mit Verträgen und so zu tun hat, Businessverträge, wird ja alles auch noch reinkommen. Das könntest du auch in 30 Stunden Content noch irgendwie einsammeln. Alles, aber das kommt alles zu seiner Zeit, sage ich jetzt mal. Darf ich dich fragen, weil das nimmt mich schon noch Wunder, wenn du dort ein bisschen transparent so von dem, also so viel wie du halt willst sagen, eure Vertriebssituation, wie sieht die aus oder über was tun ihr release oder wie tun ihr release, wenn du das willst sagen, so? Also wir haben am Anfang über DistroKid released und das ist eigentlich auch noch aktiv. Aber wir haben jetzt mit einem Label aus Basel haben wir uns jetzt einmal Zemator, also Zemator ist eigentlich jetzt nur als einmaliges Ding mit der EP, die wir rausgedroppt haben. Und ja, jetzt haben wir dort einmal mit denen etwas zusammen gemacht und jetzt müssen wir halt einmal jetzt für uns Jungs einmal selber also Sam, Joni und ich mal die Situation abchecken, wie wir jetzt einmal weiter gehen möchten, ja, voll. Okay. Ist so jetzt einmal abgelaufen. Also für uns ist alles DistroKid. Haben wir alles über das haben wir released. Aber ihr würdet das auch noch, ihr könntet das immer noch vorholen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dort bei dem Vertriebspartner jetzt voll exklusiv drin sind, langfristig schon jetzt. Das ist einfach ein Experiment gewesen. Das ist auch das, was dort abgeschlossen ist, das ist für ein Tape. Also Tote Mörder und mehr nicht da. Nein, aber ich schaue jetzt auch mit ihnen, also ich kann persönlich sagen, es ist eine coole Erfahrung gewesen, was sie dort auch gemacht haben und jetzt müssen wir halt mal selber mal ein bisschen schauen, wie wir weitergehen möchten. Also DistroKid, das ist alles noch am Laufen, das sind eben zum Beispiel das Tape vom Sam Fragezeichen, das läuft auch alles über DistroKid und auch sonst viele Tracks und eigentlich das mit dem Vertriebspartner ist jetzt eigentlich nur einmal für das Tape gewesen, Todmörder. Aber das haben wir auch schon seit Anfang an so offen verkündet. Alles klar. Nein, ich kann frage nur, das ist auch mal für irgendwann eine andere Episode, weil in das Thema bin ich auch noch nicht so rein, aber ich merke natürlich, klar, gewisse Künstler und Künstlerinnen in eurer Generation sind dann am Liebäugeln, um sich einen Vertriebspartner zu suchen und ich versuche halt so herauszufinden, ja, okay, wie viel, weißt, streamingmäßig von der Anteil, wie viel landet dann noch beim Künstler oder bei euch jetzt, beim Artist-Team, weil amix wird es ein bisschen kompliziert, wenn ich merke, es sind so, weißt, 3 verschiedene Partner involviert oder so, bis es dann mal bei Spotify, Apple Music und YouTube ankommt und
ich bin mir einfach wie so ein bisschen die Kette teilweise am anschauen, so ein bisschen die Vertriebskette der Leute, weil teilweise gewisse Leute, die auch schon kleiner sind als ihr, auch noch, auch wenn ihr auch noch am Anfang sind, kommen teilweise auch gewisse Vertriebssituationen, wo sie nachher, weißt du, durch 2 oder 3 Instanzen gehen, bis sie mal beim Aggregator selber sind. Also so zum Beispiel Aggregator, also sagen wir jetzt irgendein grösserer Aggregator, dann das Vertriebslabel, das dazwischen ist, und dann der Künstler. So, das sind jetzt schon 2 Instanzen, die dort dazwischen sind, oder zwischen dir, sage ich jetzt mal, und euren Streaming-Einnahmen, oder? Und es kann natürlich sein, dass das Streaming-Einnahmen, die ihr könntet haben, auch vermindern, sozusagen, oder mehr, es geht halt, es muss halt durch mehr Leute gehen, oder so, sage ich jetzt einmal. Das ist immer so ein Ja, Kompromiss. sind auch immer mehr Leute involviert, ja, das ist eben schon so. Voll. Aber es ist fair, dass man so Sachen auch ausprobiert, natürlich, um ein bisschen zu schauen. Ich hätte jetzt einfach nicht gesagt, in eurem, also wenn so ein unabhängiger, spontaner Rat, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht nicht gerade mega langfristige Agreements jetzt damit Leute unterschreiben, weil eben, das ist alles noch so neu. Das ist bei uns, das haben wir nie wollen. Wir haben immer gesagt, wir wollen independent sein, und darum das haben wir auch offen und klar kommuniziert, dass es jetzt einfach für uns einmal das Projekt einmal so starten möchten, dass wir, dann sind wir auch in Basel gewesen, haben das dort besprochen, und das haben wir dann auch so offen und klar kommuniziert, dass wir das so haben möchten. Dass es jetzt einfach mal für ein Tape ist, um mal schauen, wie die Dimensionen etwas sind, weißt, also mit und sonst eben, früher sind alle Tracks via DistroKid haben wir released, und ja, es ist jetzt schon, also auch mit DistroKid ist es gut gegangen, also kann man schon nichts sagen. Ich weiss, was du meinst. Ich sage es wie so ein bisschen als Reminder, weil ich das Gefühl habe, das tut teilweise auch ein bisschen ablenken, wenn man halt das Gefühl hat, man wäre nachher bei einem grösseren Partner irgendwann und hat das Gefühl, ja okay, jetzt kann man sich zurücklehnen. Also jetzt nicht in eurem Fall, weißt, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, wo ich so gesehen habe. Und nachher merkt man ist zwar irgendwie am Weiter-Releasen und vielleicht merkt man halt selber, also man hat noch so einen kleinen Boden teilweise, dass man vielleicht auch etwas längerfristiges unterschreiben tut, und man realisiert vielleicht gar nicht, dass man nachher 1 Jahr später, 1,5 Jahre später vielleicht wird wieder flexibler sein, weißt, wie man releasen und wie man es macht. Und ich sage jetzt mal, wenn wir noch so auf dem Level sind, wo ihr sind, auch wenn ihr natürlich noch werdet wachsen, so, da bin ich mir sicher, also ziemlich sicher, habe ich so das Gefühl, auf dem Level wäre es fast schon ein bisschen fehl am Platz, wenn man dann einfach so schon mega langfristige Dinge reingeht, einfach wegen so kurzfristig, weil man das Gefühl hat, ja gut, das hilft jetzt mega in dieser Situation, weißt du. Aber das ist tricky, es ist halt schwierig. Das ist wirklich, ja, und das ist halt auch verlockend, weißt du. Vor allem als Künstler, es ist verlockend, weißt du. Du hast dann durch das Gesamtpaket, weißt du. Und es ist halt, wenn du halt alles selber machst, musst du dich halt viel mehr mit dieser Materie überhaupt auseinandersetzen, wie das Ganze funktioniert, wie das zum Beispiel auch mit DistroKid haben wir auch selber müssen die Erfahrungen machen, halt, wie das Ganze, wie lange braucht es, bis der Track da oben ist auf Spotify circa, weißt. Und das sind alles so Sachen, wo halt mit der Zeit lernst und reinkommst, und ja, ich meine, ist es wirklich, wie schon vorher gesagt, ist das Learning by Doing. Voll. Ja, und es wäre auch fair, weißt du, eben, dass du sagst, wie du gesagt hast, dein Team wird halt irgendwann grösser, oder du brauchst vielleicht nachher Leute, die helfen, eben, sei es jetzt beim Vertrieb oder Promotionen oder whatever, Marketinggeschichten. Aber ich finde es einfach fair, dass ihr jetzt möglichst viel halt selber so do-it-yourself-mäßig halt ausprobiert, so wie du das halt machst, oder halt so ein bisschen einfach mal ausprobieren und experimentieren, weil wenn du halt dann Erfahrungswert hast, bist halt dann völlig in einer anderen Situation, gell? Wenn du halt so Agreements irgendwann einmal mit Geschäftspartnern würdest angehen, weil du schon weißt, okay, das brauche ich nicht mehr, das habe ich schon ausprobiert, das brauchen wir wahrscheinlich nicht in diesem Vertrag oder whatever. Weißt du, wenn jetzt, weil es ist ja fair, dass man sagt, okay, vielleicht irgendwann später wird man einen Teil von der Arbeit abgeben an irgendeinen grösseren Partner oder whatever. Also es muss nicht immer so sein. Aber
es ist wichtig, dass man dort nicht zu früh, habe ich das Gefühl, so kurzfristige Entscheid macht, wo nachher mega langfristige Konsequenzen könnte haben. So, das ist jetzt einfach ein Thema, das mich mega interessiert jetzt für die Zukunft. Weil ich natürlich viele junge Leute sehe, wie du sagst, für die ist es halt verlockend, wie du gesagt hast, dass man halt irgendwie genau, sagt, ja, weißt du hast halt auch, du hast auch viele halt bei so Verträgen, du hast das Gesamtpaket, ich meine, Musikvideos etc., weißt du, so, das ist halt schon halt richtig verlockend, weil das für quasi, du droppst einfach nur Musik, weißt du. Aber eben auf langfristig, ich meine, vielleicht ist es ist ein kurzfristiger Entscheid, wo vielleicht am Anfang cool findest, aber dann halt gleich einmal deinen eigenen Weg, dann wenn du selber gehen willst. Und ich meine, wenn du es selber machst, so lernst du eben, wie du sagst, was brauche ich, wo kann ich verzichten. Das ist halt auch, eben für die Zukunft ist das auch, dann kannst du eben ein bisschen abschätzen, du, das und das haben wir, das und das wäre gut, wenn man uns da helfen könnte. Weißt du, so, dann weiss man überhaupt auch, welche Sachen einem fehlen und was man überhaupt hat. Voll. Ja, weil irgendwann wird es natürlich so weit sein, dass, also ist wahrscheinlich schon passiert teilweise, aber dass der Sam L und jetzt der Joni dir natürlich sagen, Marco, okay, mach du jetzt mal. So, wir wollen nicht mit diesen Leuten reden, du redest schon halt mit all diesen Leuten, so, ja. oder? Genau. Dann hoffentlich, ich würde mir für dich und für euch alle wünschen, dass er halt natürlich mega viele Erfahrungen gesammelt hat, im Idealfall auch einen eigenen Boden aufgebaut haben, natürlich eben, darum pushe ich, die Leute haben vielleicht teilweise das Gefühl, weißt, wenn ich so von organischem Boden rede, dass ich von irgendetwas Magischem rede, was einfach so im Hintergrund ist. Aber es ist einfach, wie ihr da seht, im Stream jetzt, es sind die Abos, die ihr da seht auf YouTube, es sind zum Beispiel auf Spotify der Boden, den man aufbaut, auf Apple Music. Und das ist halt etwas, wo ich nachher niemand wegnehmen kann, wenn man das independent-mäßig aufbaut, oder? Weil du weißt dann, wie es sich anfühlt, einen YouTube-Channel zu haben mit 1000 Abonnenten als Beispiel, oder vielleicht sogar mehr. Es gibt auch Schweizer Beispiele im Indie-Bereich, wo schon bei 10'000 Abos sind, komplett alleine mit Eigenvertrieb, gibt es auch schon in der Schweiz, weißt du. So. Das ist cool. Und das ist wichtig, cool, so das Learning zu haben. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, vielleicht für Leute wie euch teilweise zu erfahren, was halt, weißt du, wie viel Luft es nach oben gibt, independent-mäßig, was du könntest alleine machen im Eigenvertrieb. Und es ist halt schwierig, das teilweise ein bisschen in Zahlen zu fassen, weil es ist bei jedem ein bisschen anders natürlich, der Werdegang. Das verstehe ich schon. So. Ja, das ist wirklich schwer. Also ich meine, jetzt zum Beispiel wir haben jetzt auch Glück über halt Kollegen von uns, die zum Beispiel aus dem Wegvideo ist auch von einem Kollegen vom Joni alles gedreht worden, der selber in der Video- und Filmbranche tätig ist. Für ihn ist das jetzt auch ein Projekt gewesen, um mal sein erstes Musikvideo zu drehen. Und dann haben wir, ja, weißt du, so, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, mit halt, was du für ein Umfeld hast. Jetzt auch zum Beispiel designmäßig haben wir auch einen Kollegen, der dort recht stark und immer aktiv dran ist. Und ja, halt, das sind halt so Teile, wo sich dann halt so ein Puzzle, wo sich immer mehr gibt. Weißt du, so, du bist nicht auf etwas angewiesen, sondern du kannst es selber holen. Und das finde ich, das ist halt auch wichtig, dass man halt auch so Kontakt knüpft und pflegen tut. Ja, das ist voll. Weil die hast dann irgendwann schön in deiner Liste alle für dich und dann hast du wie so auf wie sagen wir, Speed-Dial, dass die schnell wieder kannst aktivieren, wenn das würdest wählen, so, wenn mit denen Beziehung aufbaust. So. Ja, und es ist halt, ich sage auch jetzt jemand, der neue Musik macht, weil das ist am besten halt, ja, es ist wirklich alles ein Learning by Doing und halt Step für Step immer weitergehen und halt herausfinden, was will man, wo will man hin. Und ja, halt auch, wie schon gesagt, wenn es verlockend ist, schon der erste Vertrag und so, aber ja, am besten wirklich 5-mal darüber nachdenken, wo will ich schon innerhalb von einem Jahr sein, was will ich im Jahr machen, dass man schon dort ein bisschen Planung für sich selber macht. Das ist wichtig. Voll. Also eben, sonst bereut man dann nachher, eben, wie du sagst, deine eigene Meinung kann sich innerhalb von 2 Minuten ändern. Ja, voll. Es ist wirklich so. Wirklich so. Du sagst es. Es ist wie so, ja wirklich, am nächsten Tag kann es total anders aussehen, was du darüber du gedacht hast. So. Ja. Das stimmt.
Also ich finde es schon vorbildlich, eben, habe ich ja schon vorher dir gesagt, dass er da natürlich schon auch auf YouTube, nebst den Streaming-Plattformen auch dort mega am Start sind und das kann nur alles noch weiter raufgehen oder so, denke ich jetzt einmal so vom Wachstum. Das ist oder? so, ja. Das ist so. Also Man halt Chats- einfach eben, wie du auch gesagt hast, dranbleiben und nicht Eier schaukeln, ja. Ja, genau, voll. Vielleicht machen wir das nächste Mal, ist cool, dass du die Initiative ergriffen hast, vielleicht machen wir das nächste Mal ein bisschen offizieller oder so ein bisschen in einem kleineren Rahmen, sage ich jetzt mal, Marc, aber es hat mich mega gefreut, dass du machen, in Discord drin bist, weil es ist auch ein bisschen ein spontaner Livestream gewesen, dass ich überhaupt da reingekommen bin, noch als mehr im Live-Ding, weil sonst sieht man mich da eher als Videoformat, einfach ganz normal. Aber ist cool, dass du schnell vorbeigekommen bist. Danke für deine Zeit und die Inputs. Ja, das war ein cooles Ding gewesen, ja. Hat mir auch Spaß gemacht. Das nächste Mal schicke ich dir dann eine offizielle Einladung sozusagen, ist gut. Und dann nehmen wir mal den ganzen Werdegang bis jetzt irgendwie so ein bisschen auseinander. Oder vielleicht bei einem nächsten Release dann so können wir uns mal ein bisschen die Analytics auch ein bisschen mehr anschauen. Vielleicht interessiert dich das ja auch, so, wenn wir so ein bisschen zusammen die Analytics und irgendwie Artist-Werdegang anschauen. So. Ja, safe. Bin ich dabei, ja. Können wir gerne machen. Nice. Okay, liebe Leute, für die da noch dabei sind im Chat und noch ein bisschen Love gegeben haben, da Clixi bei 3, könnt das mal abchecken. Das ist ein cooles Projekt auf jeden Fall. Der Marc hat sich da zur Verfügung gestellt, als in seiner Managerrolle, sage ich jetzt einmal, dass er da ein paar Behind-the-Scenes Sachen uns mitgegeben hat und wir schauen mal, was wir nachher alles in eine Folge packen können. Und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal so. Also, Super. tschüss zusammen. Top. Ciao Marc, auch dir. Ciao, Cola, mach's gut.